Ja, das war in der letzten Woche, schaut sich die Emotionen ein und jetzt ist eigentlich nur mehr am Gefühl. Sonst den Aufbrechen ist uns wichtig, weil wir als Grüne überhaupt nichts umsetzen können, wenn wir nicht mit den anderen Parteien zusammenarbeiten. In den 25 Jahren, die ich jetzt im Gemeinderat mitschaue, habe ich Zeit erlebt, wo schon sehr schlecht war. Es ist nicht mehr so schlimm. Aber es ist noch weiter so gut, wie man es wünscht. Beispiele, aus denen ich mein Gefühl, das nicht so passt, in der aufbaue. Das ist einmal das Tricky. Ich habe das Gefühl, dass sich von den großen Parteien keiner an die Erfolge des anderen freuen kann. Die Kinderfreunde oder die SPÖ oder der Verein Ricky, also die haben einfach gesagt, sind sehr aktiv im Bereich Kinderbetreuung, haben sehr viel geleistet, haben tolle Sachen gemacht, das ist einfach schön. Ich habe das Gefühl, dass die ÖVP eher neidig in diese Richtung schaut, als ich das nicht mache. Das ist ein Gefühl. Oder City Center. Also die Stimmung in den Gemeinderatssitzungen mir vor Augen führen, erinnert daran, ich habe das Gefühl, die Roten war es erinnern, wenn das nichts geworden war, weil dann hätte es ein besseres Wahlkampfthema gewesen. Oder die Diskussion ums Jugendtaxi. Ich war dabei. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die SPÖ gegen das Jugendtaxi war, die haben nur deswegen nicht zugestimmt, deswegen in der Vertagung zugestimmt, weil es keine Chance gesehen hat, dass sie am Beschluss jetzt durchbringen. Das hat sich heute gesagt. Deutlich mehr als die Hälfte der politischen Ideen, die man als Politiker hat, deutlich mehr als die Hälfte lässt sich nicht umsetzen. Wenn man Bürgerbeteiligung machen will und eine Idee hat, dann muss sich das bekannt geben, dass die Idee da ist, dass sie die Bürger einbringen können. Wenn dann die Mehrzahl der Idee nicht umgesetzt werden kann und die anderen dann sagen, der reißt nicht was an, weiterbringen oder nichts, ja, dann wird das nicht bekannt geben, dann wird keine Bürgerbeteiligung machen, dann kann man nur Ideen, die sehr reif sind, zum Diskutieren. Dann hat das ein Geheimnis. In der Schweiz ist das völlig normal. Oder die Fehlerkultur. In der Wirtschaft, in den Betrieben weiß man, wenn die Fehlerkultur nicht hinhaut, dass der Betrieb schlechter wirtschaftet, als wenn dort ein Klima herrscht, wo Leute Fehler machen dürfen. Und die Leute darauf vertrauen können, dass wenn man einen Fehler entdeckt, der jetzt sofort gesagt wird, zu einem Zeitpunkt, wo der Schaden noch nicht so groß ist. Dann traut er sich viel mehr, der bringt viel mehr weiter. Und die Fehler, die entstehen, sind viel weniger Schaden. Das ist ein Grundsatz in der Unternehmensführung. Man braucht eine Fehlerkultur, wo nicht der eine Wort, dass er einen Fehler macht, dass der andere einen Fehler macht und der dann das nur nicht sagt, damit der Fehler nicht größer wird, damit das ja fast noch eine haben, was halt was genau gemacht hat. Und da habe ich auf Gemeindeebene das Gefühl, nein, lass mal nochmal arbeiten, wir werden nichts sagen. Es gibt ein Sprichwort, wer nichts arbeitet, macht keine Fehler. Eine zweite Stimme, wer sich keinen Fehler leisten kann, weil der politische Mitbewerber, der sofort an in der Luft reißt, wer sich keine Fehler leisten kann, wird weniger anfangen. Wer darauf vertrauen kann, dass er auf Fehler aufmerksam gemacht wird, bevor der Schaden entsteht, der bringt wesentlich mehr weiter. Fraktionsdenken aufbrechen, ja, wir. Wenn ich mit einem roten Reh, ja, mit dem benutze ich so, aber was nicht. Nein, das ist ein anderer.
eine Sackgasse. Und ich habe mir einige Ideen überlegt, wie kann man das Flüchtlingsfraktionsdenken aufbrechen. Das sind so Sachen wie gemeinsame Fraktionssitzungen. Wieso muss ein Tagesordnungspunkt für die Gemeinderatssitzung 4 Mal in jeder Partei vorbereitet werden? Wieso machen wir das nicht miteinander? Und wenn dann zu viele Leute zusammenkommen, wieso machen wir die Trainer dann nicht die Jungen zusammen und die Alten zusammen oder nach Arbeitskreisen? Wieso muss unbedingt nur das politisch sein, also vorbereitet für eine Gemeinderatssitzung? Wieso kann man nicht einfach andere Leute dazu nehmen, die halt der Punkt interessiert? Ich möchte nicht erst bei der Gemeinderatssitzung dabei sein, wenn das alles ausgeschlafen, sondern ich möchte vorher noch Ideen einbringen. Wieso kann man das nicht machen? Also da gibt es viele Ideen, die ich aber nur umsetzen kann, haben die anderen auch die Ideen gut finden und ich bin überzeugt, dass auch die anderen viele Ideen hätten, wie man das jetzt aufpacken kann, dass man aus dem Waldkreis rauskommt. Ich hoffe, dass wir da was weiterbringen. Es ist auch als Leichtathletikgruppierung leichter, dass man da was weiterbringt, weil man einfach durch die Vergangenheit nicht belastet ist. Und damit möchte ich zum Schlusswort überleiten. Toleranz, Respekt und Akzeptanz ist nicht nur der Schlüssel zu einer erfolgreichen Gesellschaft, zu einer erfolgreichen zwischenmenschlichen Beziehung, sondern auch der Schlüssel zu einer erfolgreichen und funktionierenden Politik. Deswegen wollen wir heute auch nicht weiter aufzeigen, was die eine oder andere Partei jetzt falsch gemacht hat in unseren Augen. Aber ja, in einem Gemeinderat, da wollen Beschlüsse durchgezogen werden. Da können dann natürlich, das ist ganz klar, Zerwürfnisse und auch Differenzen auftreten. Allerdings, nachdem der Beschluss dann durchgesetzt wurde, gilt es, diese Zerwürfnisse, diese Differenzen wieder zu überwinden. Und wir wollen durch unseren Respekt, durch unser Verständnis gegenüber den anderen Ansichten und Meinungen als Vorbild dienen. Also ich bin wirklich froh, dass da so viel, dass von allen Parteien Mitglieder anwesend sind, von der FPÖ, SPÖ und ÖVP. Gemeinsam gedenken wir die Zukunft und die